Moin moin an Plattenfreitag und von durch der Freitag für Heiligabend habe ich einen ganz besonderen Gast. Das ist Hamburgs wahre Weihnachtsmann. Liebe Weihnachtsmann, wie schön, dass du für uns Tiet hast, wo du doch just kurz für Weihnachten sicher Masse zu tun hast. Ja, aber richtig zu tun. Aber für die habe ich doch immer Tiet. Vertell mir kurz, wo schaffst du das, alle Kinder zu versorgen an Weihnachten? Ach du, ich habe Masse Leute, die helfen mir dabei. Ich habe meine Wichtel, ich habe meine Elfen und. Die helfen mir alle. Und ich habe Rudolf, das ist das schnellste Rentier, was ich im Stall habe. Weißt du doch. Das würde ich bloß fragen. Ja. Kommst du immer noch mit ins Leben? Wir habt ja gar keinen Schnee mehr, du Buben. Ja, natürlich komme ich mit Schlitten. Ja, was denkst du denn? Ja, aber wenn kein Schnee liegt, die führt Likas? Ja, du, die könnt ja pflegen. Und Weihnachtsmann, ich hätte ja auch einen Wunsch von Sophie und Winterhut kriegen. Ja, Sophie. Ja, Sophie. Ja. Sophie, die wünscht sich, falls du noch Bestellungen abnimmst, die wünscht sich ein Bett für ihr Pop und eine Gitarre. Willst du kriegst das hin? Bestimmt. Für Sophie immer. Die mag mir noch aber versenken, was für eine Gitarre sie haben wollen. Oh. Ja, dann müssen wir noch mal nachfragen. Ja, das ist ja kein Problem. Aber der kann mir gerne noch einen Zettel hinterher schicken und dann kriegen wir das her. Gut, und dann hat mir ein Frucht, Weihnachtsmann, wie schütt ja auch ein Gedicht für die Obsäcken. Ja. Man hast du denn selbst auch so einen liebsten plattischen Weihnachtsriemel? Ich höre so von Masse Gedichte, weißt du. Ich kann auch Masse Gedichte, aber nur im Instagram nur kann. Da habt ihr auch einen Frucht von Rita. Trägst du lange Unterbüchsen? Ja, ganz lange Unterbüchsen. Mit Weihnachtsmotiv und Sternen. Könntest du denn selbst auch noch so ein richtig festlich Weihnachtsessen oder ist das dann doch, wenn du unterwegs bist, so ein Fastfood-Restaurant? Nee, Fastfood-Restaurant, da hole ich nicht so Masse von. Ne? Also, du weißt dann, über Weihnachten, da trinke ich sehr gerne Kakao, sümmsgebackene Plätzchen von den Kindern, für die Köln Mauerpit. Ne? Aber das ist das Wichtigste. Wie einen schönen heißen Kakao, den kennst du auch von letzten Mal, ne? Ja, lecker. Und leckeren Kekse dazu, das ist das Beste, was du kannst. Könntest du denn selbst auch dazu Weihnachten zu feiern oder bist du nur damit beschäftigt, Kinder zu beschenken? Kinder zu beschenken. Und weißt du, wenn du die solche Geld magst, ne? Die Kinder die Geschenke und die Eltern die Geschenke überbringst und dann du sitzt mit den Kindern vertellst und mit den Eltern schnackest, das ist das Weihnachten. Das ist so ein richtig schön zusammen sitzen, ne? Weißt du? Und das ist Bescherung. Und das hätte ich an Heiligabend so massiv, das hast du nur einmal im Jahr. Ich hätte über 100 Mal. Ein Fruch habe ich noch von der Lütte Wiebke und der Hamburger Neustadt. Oh, Wiebke, ja. Wiebke meint, du hast gar keinen echten Boot. Wieso? Doch, das schöne, witte Boot. Ich treffe einen Treck. Ja, das. Hey! Aua. Mensch, der ist echt. Wiebke, das ist Tünkrum, der Boot ist echt. Ja, Wiebke, was denkst du denn? Ja. Der ist nicht gut warte. Na, nee. Weihnachtsmann. Ja. Wünschst du dir denn selbst auch was zu Weihnachten? Was ich mir zu Weihnachten wünsche? Viel Freude und viel Friede auf der Welt. Das soll mal sein. Das wünsche ich. Und dass der Lüge auch mal lächelt, ohne dass ich so über die Straßen läuft, sondern wenn du ganz normal über die Straßen gehst, dass der Lüge mal das Dach sägt oder moin oder wie auch immer. Aber nee, die Lüge sind so mit dem Handy beschäftigt oder mit sich selbst beschäftigt, die möchten auch mal andere Mitmenschen. So, das wünsche ich. Das ist Und dass es Masse gesunde Lüge und nicht nur krank. Das ist ein feiner Weihnachtswunsch. Da schlug ich mich gern an. Und wie wünscht du alte Hoppen? Eine wunderschöne Weihnachten, schon fest.